zu wo kein mogt. Ich freu mich. Unsere Gästin ist heute Christine. Christine, wo geht die dat? Moin, allerbest. Christine, vertell uns doch mal, was mogst du am Theater? Ich bin Pressereferentin. Das bedeutet, dass ich zuständig bin für zum Beispiel Plakate, sämtliche Fotos. Die mache ich nicht selber, sondern mit unseren FotografInnen. Aber auch Social Media, Website, Konzipierung von Spielzeitheften, Programmheften in Zusammenarbeit mit den Dramaturginnen und genau, aber auch klassische Pressearbeit im Sinne von Presse informieren, Interviews arrangieren und dabei sein in der Regel, Fernsehtermine koordinieren. Das gehört zu meinen Aufgaben. Wow, ich hätte besser fragen sollen, was machst du nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Das klingt nach viel. Du bist am Ohnsorg-Theater seit 2017. Wo warst du vorher eigentlich? Vorher war ich mit Michael Lang an der Komödie Winterhuder Fährhaus und bin dann 2017 an das Ohnsorg-Theater gewechselt. Und jetzt hast du ja diese besondere Herausforderung, dass du gar nicht in Hamburg wohnst, sondern in einer ganz anderen Hansestadt, und zwar in Bremen. Wie machst du denn das, diesen Spagat zwischen diesen zwei schönen Städten? Genau, ich bin angefangen am Ohnsorg-Theater 2017, da wohnte ich noch in Hamburg, im schönen Winterhude. Und dann hat es uns nach Bremen verschlagen. Da kommt auch meine Familie aus der Ecke und die Kinderbetreuung ist besser gesichert. Und jetzt pendel ich oder im letzten Jahr, wie so viele, arbeite im Homeoffice. Das funktioniert bei uns auch sehr gut, weil wir viele digitale Geschichten haben, gerade durch Social Media und solche Sachen. Das kann man auch zu Hause machen, aber ich freue mich auch, wenn ich dann ab und zu ins Ohnsorg-Theater reinfahre. Das passiert auch eigentlich jede Woche und also nach Hamburg reinfahre ins Ohnsorg-Theater und ein bisschen Theaterluft schnuppern kann, weil das gehört bei uns einfach auf jeden Fall dazu. Das ist ja nicht nur ein Büro, sondern da gehört ja noch ganz viel anderes dazu. Ja, und wie ist das jetzt? Du lebst in Bremen, arbeitest in Hamburg. Sag mal, sprichst du eigentlich auch ein bisschen Plattdeutsch? Lütbeten. Ja? Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Plattdeutsch wirklich aktiv gesprochen wird. Meine Mutter und ihre Eltern haben sich auf Plattdeutsch unterhalten. Und mit ihrem Bruder spricht meine Mama bis heute noch Plattdeutsch. Insofern habe ich einen großen inaktiven Wortschatz, den ich aber nicht aktiv anwenden kann, leider. Ich habe als Kind gedacht, ich brauche das nicht und habe dann Jahre später am Ohnsorg-Theater festgestellt, doch, du hättest es sehr wohl gebrauchen können. Aber das Gefühl für die Sprache ist schon da und ja, viele Wörter, die ich auch so im Alltag manchmal benutze. Und gibst du die Sprache auch weiter an deine Tochter zum Beispiel? Ja, also einige Worte benutze ich gern, sowas wie Schnute oder ich versuche jetzt auch mich im Schimpfen zusammenzureißen und sage lieber Schiete. Das ist, finde ich, etwas humaner als immer Scheiße zu sagen. Und ja, meine Mutter spricht auch mit ihr Plattdeutsch, sodass sie manche Sachen tatsächlich auch schon so wiederholt und versteht. Hast du denn auch ein Lieblingswort im Plattdeutschen? Ich finde Fegelinsch ganz toll, weil das so komplizierte, knifflige Situationen, aber auch, wenn man meinetwegen irgendwas irgendwo einfädeln wollen würde, dafür passt das so gut. Und ich finde, es hat gar nicht so richtig es hat gar nicht so richtig 1:1 eine Entsprechung im Hochdeutschen und deshalb benutze ich das sehr gern. Hast du eine Anekdote für uns, die du mit uns teilen möchtest? Irgendetwas aus dem Ohnsorg-Theater, was mal passiert ist? Irgendeine kleine Geschichte? Vor kurzem ist mir beim Dreh von Plat2Go im Requisitenkeller, vielleicht hat das der ein oder andere auch gesehen, da sind wir sehr viel hin und her gewandert und haben versucht, alles Mögliche einzufangen. Und ich habe irgendwann mein Handy und Schlüssel in eins der Regale gepackt, dann sind wir weitergelaufen und ich habe in diesem Requisitenkeller, wo wirklich bis unters Dach Dinge liegen, festgestellt, dass ich mein Telefon nicht mehr finde und bin eine Dreiviertelstunde durch die Gegend geirrt, um es zu suchen, weil ich im Keller auch kein Netz hatte und mich nicht anrufen konnte. Also am Ende habe ich es gefunden, aber ich sah mich da schon Stunden umherirren und zum Gespött des Ohnsorg-Theaters werden. Oh no! Und du hast es gefunden. Gerade so, das war aber auf jeden Fall eine Situation, die ich als Figelinsch bezeichnen würde. Da passt das Wort sehr gut. Ja, also uns würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, hier ein Handy hinzulegen. Das lässt sich hier nämlich auch gut verstecken. Mir ist das auch schon passiert in diesem wunderschönen Lager auf der Peute vom Ohnsorg-Theater. Ich bedanke mich für den kurzen Schnack mit dir. Es war schön, dich hier sitzen zu haben und ein bisschen was von dir zu hören. Und ja, ich freue mich. Danke dir. Danke auch. Und auch danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.